Die Leute fragen immer, Pat, was hast du eigentlich am 23. Januar 2017 gemacht? Ich habe nur easy kurz geschlafen. Mein PC dann im Büro ist am Rechnen, aktualisieren. Was ist mit meinen Haaren los? Den müssen wir jetzt noch in Angriff nehmen. Da muss einmal oben das Netzteil rein, da müssen noch Festplatten rein und es muss die alte Grafikkarte rein. Das ist die alte Grafikkarte und die muss jetzt etwa da rein. So, die steckt jetzt drin. Jetzt muss ich sie da nur noch festschrauben. Festgeschraubt ist sie. Jetzt müssen wir an die Capture Card noch einen PCI-Slot absetzen, nämlich den dort. Jetzt muss ich da noch USB-Kabel einstecken, Festplatte und dann kommt da noch das Netzteil rein. Jetzt nehme ich da die SSD. Die kommt jetzt nämlich genau so. Die kommt jetzt da rein. Oben da habe ich die HDD schon in den Swap rein. Da. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch verkabeln. Gut, die SATA-Kabel sind angeschlossen. Jetzt kommt oben das Netzteil rein. Das Netzteil ist jetzt hier angeschlossen. Der riesige Kabelsalat muss jetzt hier alles verstöpseln. Dann haben wir die Anschlüsse, die sind zum Beispiel für die Festplatten. Dann haben wir den grossen hier, das ist der Mainboard-Strom. Und dann haben wir da noch kleinere und sonst Zeug und Sachen und das muss jetzt alles da drauf. Die Festplatten sind jetzt so weit verbunden. Was jetzt als nächstes kommt, ist der Strom auf dem Mainboard. Da haben wir einmal hier auf den weißen Stecker muss für den CPU-Strom. Und wir haben einmal hier den langen weißen Stecker, das ist ebenfalls Strom. Die stecke ich jetzt mal ein. Das ist jetzt auch erledigt. Zu guter Letzt braucht die Grafikkarte noch Strom. Und zwar da auf der Rückseite, jawohl, da. Der Stecker ist jetzt auch drin. Es ist ein riesiger Kabelsalat, aber das ist mir in diesem PC ehrlich gesagt scheissegal. Und jetzt können wir ihn zumachen. Also das ist jetzt die aktuelle PC-Situation. Das hier, der grosse, das ist mein Hauptrechner zum Gamen und Arbeiten. Und den hier brauche ich zum Rechnen und zum Streamen. Schau mal, wie zwei Brüder, der grosse und der kleine. Im Moment sieht es so aus, dass jetzt hier der linke Bildschirm, den brauche ich jetzt sowohl für den kleinen als auch für den grossen PC und der rechte, der ist nur am grossen PC angeschlossen. Das bedeutet also, dass ich einfach am Bildschirm hier umstellen kann und dann bin ich auf dem anderen PC drauf. Jetzt warte ich noch auf den Pöstler, der bringt mir einen HDMI-Splitter mit. Wenn der kommt, dann können wir endlich die Verkabelung unten abschliessen. Und dann läuft die Kiste. Richtig geil! Orangensaft! Healthy! Da ist jetzt das Amazon-Paket, das machen wir jetzt auf. Das ist ein HDMI-Splitter. Warum ich den brauche, zeige ich jetzt gerade. Was? Der ist ja verdammt klein. Schau, so klein ist der. Das ist mein Daumen. Ich sitze gerade da unter meinem Schreibtisch und jetzt wollte ich kurz erzählen, warum ich eigentlich so einen HDMI-Splitter brauche. Weil die Elgato hat hinten ja eigentlich einen Ein- und einen Ausgang. Jetzt ist es aber so. Ich möchte ja den zweiten PC nicht durchgehend laufen lassen. Das heisst, ich muss immer runterkriechen und den Bildschirm umstecken und das schießt mich an. Und wenn ich jetzt so ein Gerät hier anschliesse, muss ich das nicht machen. Super Sache, oder? Der Aufbau ist eigentlich ziemlich simpel. Wir haben hier den Eingang, der kommt direkt aus der Grafikkarte. Und jetzt brauche ich zwei Ausgänge. Das ist einmal das Kabel, das geht in die Elgato. Und das da, das geht am Bildschirm. Das stecken wir jetzt zusammen. Sieht jetzt im ganzen Kabelchaos so aus. Und jetzt muss nur noch das Gegenstück hinten an die Elgato. Und das zweite Kabel da, das muss jetzt am Bildschirm. Ich habe jetzt das Gerät da hinten draufgestellt, aber es nervt mich so ein bisschen, darum klebe ich es jetzt einmal fest. Ich habe das jetzt einfach schnell mit Malerklebband festgeklebt. Jetzt hebt das sauber, geht nicht runter und es gibt auch keine Störung mit dem Kabel. Super Sache. Ich frage euch sicher, ist der komplett behindert? Wieso braucht der zwei Computer und was macht er überhaupt damit? Ja, eben, primär brauche ich es zum Arbeiten und zum Streamen und zum Rendern. Das Rendern kann ich jetzt machen auf dem anderen PC quasi, auf dem kleinen, auf dem alten und kann am grossen aber weiterarbeiten. Das ist mega wichtig, weil bis jetzt ist dann mein CPU immer so unter Last gewesen, dass wir sonst fast nichts mehr machen können. Und das ist jetzt anders. Zum Streamen ist jetzt das Geile das, pass auf. Ich kann jetzt hier auf dem 16:9 Monitor, auf dem da, kann ich dann im Stream gamen. Und da auf dem 21:9 Monitor habe ich schön den Stream offen, also das Dashboard und den OBS. Was jetzt also die Elgato bringt, ist, dass das Signal, das an diesen Bildschirm da geht, an den da, das zieht sie über nachher auf den PC, das ist jetzt quasi das Bild vom kleinen PC. Und da findet dann auch der Stream selber statt. Das heisst, der CPU und der ganze Rechner für Streamen ist dann quasi auf dem PC am Laufen. Und das Game an sich läuft auf dem. Durch das sollte eigentlich keinerlei Einbrüche oder Lags oder irgendetwas haben, weil das zwei verschiedene PCs sind, die das rechnen. Ich finde es mega geil. Der Martin, der Steve und ich haben jetzt gerade einen Teststream gemacht. Das System läuft super geil. Das freut mich richtig hart. Wir werden uns jetzt demnächst wiedersehen, nicht morgen. Das muss ich dazu sagen. Ich brauche jetzt zuerst mal die Tage, um wirklich etwas zu arbeiten, zum Lernen,
zum Prüfungen bestehen. Lassen wir das Abo da, wenn ihr den Start, wenn es weitergeht, nicht verpassen wollt, dann auch wieder daily. Ich nehme an, es ist so Mitte Februar. Ich denke, so am 14., 15. Februar geht es weiter. Bis dann gibt es Livestreams und wenn ich mal noch etwas erlebe, ein Vlog, allerdings eben nicht daily. Weil ich brauche jetzt wirklich die Zeit, damit ich das alles hinbekomme und damit alles so klappt, wie ich will. Und dann macht ihr euch auf etwas gefasst. Es wird geil. Vielen Dank fürs Zuschauen, es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.